und bete den König an. Nou, harde goedemorgen Zola. Dit is John Peters hier met jullie toe. Voor de nächste 15 Minuten wollen wir in Black doen. In Mattaeus Kapitel 7. Wir sind bald fertig mit den Seligpreisungen, gebracht von unserem Herr und Heiland Jesus Christus. Bald 3 mit Nelia über Mattaeus 7. Nicht alle, was zu mir sein, Harr, Harr, wollen in den Himmel kommen. Bald 3. Goede Marius. We zijn in het boek Mattaeus en we merken nu bald fertig met kapitel 7 en merken ook bald fertig met de Seligpreisungen. Dat wordt de Seligpreisungen genaamd oder de Bergpredigt voor 2 uur. Hij vangt aan met de 10 wat de seilig zijn, de 10 groepen. Die wordt een vrede zieken, die wordt God zieken, die wordt reines Horten zijn. En dat is een blik van wat het christelijke leven zal loten en kan loten. En dan wordt een mens aan, hij komt dat lang niet nu. En dan deed Jezus zichzelf aanbieden als Herr en Heiland. Tweitens, dat passiert op Zeeborg. En er waren honderden, vielleicht duizenden mensen, wat naar dat gehoord gaan. Dat we, viele würden glauben, zijn de eerste Botschaft, wo hij dat Himmelrijk verstanden deed. Op Engels würde vielleicht sein, introducen deed. En drittens, dat we 90% in de leer gegen de Pharisäer en schriftgeleerden, namelijk de Sadduceeren. Dat waren de religieuze leider, we würden even zijn, de kerkenleider te die tijd. Dat waren die wat Israël jezelje moed in ihre hand hadden. En die hadden het weit overdreven met gesetzen en Regeln. En Jezus zei hem, waar ik zie dat Gesetz erfüllt. Regeln wollen je niet naar God brengen, maar ik wil je naar God brengen. En dat mag we hier immer waren vingen en deze Bergpredigt. En zo veelmaal hadden we een leer over falsche Propheten. Dat is op YouTube te vinden. Je kan eigenlijk wordt nog wat op WhatsApp checken, man fehlt. En Jezus zegt, pas op met falsche leren, falsche Propheten zo te zijn. Die doen het voor geld, die doen het voor een naam. Wer weet, Paulus zegt sogar dat het evangelium wordt niet afgans gepredigt, maar Paulus zegt, als het doen, zolang het evangelium gepredigt wordt. En zo wat immer den prediger zijn moed is te predigen, Jezus zegt, du wordt vrucht zijn. En zo Jezus zegt, kijk naar je leven. Zo wanneer je niet weet, als een prediger een falsche profeet is, dan kijk naar in zijn leven, kijk naar in zijn vrucht, zegt Jezus. Zweitens, wir werden uns denken halten, door het zelfs met God zijn woord vergelijken. Du hast vrijheid, mijn vriend, zum God zijn woord opdagen, dat van fern bij heen zelfs lezen. Dat wat ik hier zei, ik door motor spreken, door met lezen, door het zelfs bekijken, door het zelfs brieven. En wanneer du wat was, wo ik aardig zie, nummer 1, kost voor mij beden. Nummer 2, die kost mij denken houden. En ik wil immer demütig genoeg zijn, zum leren van anderen. Dat kleinste kind, de wenigste mens op de aarde kan mij wat leren. En dat wil ik zijn. Ik wil op zijn en weg zijn. En zo nu gaat Jezus weer en redt van truie en woorden jongen. Maar ik geloof ik wil hier nog waar dit bieden. Ik geloof Jezus redt hier van truie oder woorden deiner. Het zijn ware predikers. En zo we worden ons hier een beetje onderhouden. Nächstes Mal reden we van, er wordt de wijs bieden en er wordt asserlijk bieden. En dan zijn we fertig met de Bergpredigt en dan gaan we wieder in de Geschichte Jezus nennen. So Jezus zegt in kapitel 7, vers 21, Nicht alle, die zu mir zijn, Herr, Herr, worden in het Himmelrijk nennen komen, maar bloß die, wat in Willen doen van mijn Vader im Himmel. Viele worden zu mir sein an jan dag, Herr, Herr, habe ich nicht geprophezeit in die Namen? Habe ich nicht in die Namen bei sie Geister gedreven, auch in die Namen Wunder gedaan? Da war ich zu ihnen sein, ganz klar und deutlich, ich habe ihn kaum gekannt, weg von mir, je schlechte Menschen. Dat is Mattaeus 7 van 21 bis 23. Hier is een zeer wichtige leer. Dit is een leer wat een meest amakkelijk is te brengen, because
wo schuld ist es nicht, wenn ein Mensch glaubt, er wird im Himmel ankommen, und an die schlechteste, ernsteste Wort zu hören in aller Ewigkeit, kann die gleich, go weg von mir. Because wenn Jesus sagt, ab jeden Tag, go weg von mir, du hast keine Route. Du hast kein anderer Route, du hast kein anderer Vermittler zwischen uns und Gott. Du hast bloß ein Weg nach Gott, der Futter. Wenn Jesus sagt, kann die gleich, was für eine große Täuschung. Und weil diese Menschen weiten das selbst, dass sie nicht bei Jesus gewesen sind. Die haben bloß Dinge getan, in Jesus genommen, und die haben Dinge getan für Jesus, das was es schuld ist, und die haben gleich eine Gemeinschaft gehabt mit Jesus, und einfach auf Plautdeetsche gesagt, ich glaube, die haben Jesus nicht in ihr Hort gehabt. Die haben sie in die Kirche geschafft, die haben sie gepaddelt, die haben sie gerodelt sozusagen, und das Boot halt moving, aber die haben das ohne Jesus getan. Das gibt es so Menschen. Und ich glaube, das geht hier noch wieder von was wir lassen reden von falschen Propheten. So Jesus sagt, du sind falsche Propheten. Und diese falschen Propheten, die brauchen sogar Jesus in Namen, und dann tun sie Jäster treiben, weil sie Jäster treiben, und dann even prophezeien, und das schafft, und dann ein Wunder, und das schafft. Nu würde ich vielleicht sagen, was können diese Menschen Wunder tun? Was können die bei sich Jäster treiben? Was können die prophezeien, wenn Jesus denn nicht mehr kommt? Sei ihr bereit für die Antwort? Die Antwort ist zu finden in den wundervollen, kraftvollen, derer Namen Jesus. Jesus sagt, was ihr waren Frauen in meinem Namen, das will ich kriegen. Du hast keinen Namen über den Namen Jesus. Der Engel sagte Maria, die waren den Jesus Namen. Die stärkste, most wundervolle, bewusste Namen in aller Ewigkeit, in der ganzen Universe. Das ist kein Namen über den Namen Jesus. Die Schrift sagt sogar, dass jeder Knie wird sich beten für den Namen Jesus. Und so mein Gebet ist, dass ich das von der freiwillig, aber die Knie mit dem Bemuss sich knien wollen. So diese Menschen, die haben Jesus in Namen gebraucht in ihre Botschaften, die haben Jesus in Namen gebraucht zum Prophezeien, zum bei sich Jäster treiben und zum Wunder tun, und den Namen Jesus hat was getan. Das warum viele Menschen glauben, dass es wäre. Wo kann diese nicht im Himmel nehmen? Weil die Antwort ist, Jesus sagt, best gleich einer von ihnen. Kann die gleich. Ich weiß gleich, wer die best. So, was ist das Wichtigste im Leben? Hört mal den Kissen first. Was ist das Notwendigste, wonach ein Mensch in diesem Leben trachten soll? Die Antwort ist, in Gottes Gemeinschaft und Gnade zu leben und nochmals die ewige Seligkeit zu erlangen. Und dann sagt die zweite Frau, wie gelangt man dazu? Und dann sagt der Katechismus, durch den Glauben an Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe das in der Schule gelehrt, da konnte ich mir auswendig nicht so viel wird. So, du hast die Antwort, wo die Kosten in den Himmel ankommen, mein Freund. In der Gemeinschaft mit Gott, und der zweite Vers sagt, durch Jesus Christus, wegen er ist der Weg nach den Fuder. Das ist in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Alright. Und so, die wollen im Himmel ankommen. Bist du bereit für noch was interessant ist? Du brauchst gleich prophezeien, du brauchst gleich bei sich Jäster treiben, du brauchst gleich Wunder tun, Jesus sein Kind zu sein. Aber wenn du Jesus sein Kind bist, dann kann das alles passieren. So, du brauchst gleich schaffen und tun, noch besser tun, noch mehr geben. Ich weiß, die Prediger fragen, dass wir mehr geben würden und mehr tun. Zum Gott sein Kind sein, du brauchst bloß nur seine Arm. Und ich will hier ein Bild malen. Du brauchst bloß auf seine Schuld sein. Dich bei ihm sein. Und wenn du dich bei Jesus bist, und die Arme in sein Hort hast, dann werden diese Dinge auch für selbst passieren. Du wirst gerade Leib sein, eine gerade Geduld. Die Laster, die werden voll. Und die werden dich gleich interessieren. Was ist ein Laster im Vergleich mit Jesus? Das ist nichts. Und dann wirst du besser werden, du wirst alles so werden, so ist Jesus. Dann werden andere Menschen, die ein Leben bekicken, und so ist die Best, die ihn benehmen, werden sie so denken, mit der Person jeder scheint. Was hast du? Na, auf einmal hast du eine Idee, zum Ende von Jesus vertellen. Die brauchst gleich das alles tun. Diese Menschen haben sehr geschafft für Jesus. Die haben sehr gepackt und getan, aber sie kennen gleich Jesus. Das ist nicht schuld. Sehr schuld. Das ist eine ernste Botschaft, das Schwere bringt, aber das ist eine sehr wichtige Botschaft. Und dann sagen sie das noch, wo Kraft wie viel Kraft in den Namen Jesus ist, wegen diese Menschen, die nicht nur Jesus kennen, die ein Wunder in Jesus' Namen. Jesus' Namen hat Kraft.
den jij ontwaan, die noem. En zo ik wil nu beten. En die noemen Jezus even dat wat die schwaar merkt. Herr Jezus, wie kom fertig? Wie kom fertig in hemelse voeder, daar Jezus. En ik bid voor mijn vriend, ik bid voor die wat krank zijn. Whatever het moet zijn. Koppereating, teenreating, vielleicht dat er een bij. Vielleicht is wat uit de arning, vielleicht als je kreeg. En in noemen Jezus, check we die noem even deze lafval. Ik kan die Jezus. Ik zeg niet einer van die wat bloos sagt, Harr, ich habe die in mein Herz. Ich bete in den Namen Jesus, dass die Beschheilung durchchecken über diese Lafwall und Trost und Hoffnung. Danach Erlösung. Wenn die jemand erst die Kante geht, dann ist es wichtig, was hier sagt. Die kannst du beten, Herr Jesus, komm in mein Herz an. Nimm was stetig von meinem Leben. Du sollst von hier wieder der Vater sein und ich will mitfahren. Wenn du das Gebet hast in Jesus in Namen, dann sage ich das in Johannes 1,12, du bist Gott sein Kind geworden. En ik dank God voor die. En ik bid ook voor die. Zo, dankzij voor Harchen. Mag God zijn woord zegnen, zoals hij versproken heeft dat wordt. We hebben niet bloos zijn, Harr, maar we werden hem persoonlijk kennenlernen. En Jezus zijn naam. Amen. Amen.